Ich habe mal, wann ist das? Anfang Jahr meine Sourdough-Phase gehabt. Und ich muss sagen, den habe ich einfach im Kühlschrank ein bisschen vor sich hin gammeln lassen, kann man schon fast sagen. Und habe jetzt aber das Gefühl, hey, nein, stinken oder nicht? Das kann das eigentlich nur gut kommen, wenn ich jetzt das untereinander mache. Ich probiere jetzt einfach noch mal aufzuwecken. Weil, wenn er tot ist, dann kann ich ihn immerhin entsorgen. Ich habe das jetzt so schön verrührt. Lasst euch auch von dieser grauen Farbe von vorher nicht irritieren. Das hatte ich schon mal gehabt. Dann bin ich vorher gerade noch draussen im Altglas und habe ein Silberzwiebelgläschen genommen. Weil wir setzen jetzt genau 30 Gramm von dem Starter. Das ist ein bisschen zu essig. 30 Gramm von dem Starter, 30 Gramm Mehl und 30 Gramm Wasser an. Waage, Mehl, das ist Zucker, das ist Puderzucker. Mehl und ein bisschen warmes Wasser nehme ich hier rein. Eigentlich ist es einfach ein 1:1:1. Wenn jetzt hier ein bisschen mehr drin geht, dann... Oh, das hat sich nicht gut verrührt. Das wird jetzt einfach ein Experiment. 30. So. Und jetzt wird das gut verrührt. Das sieht jetzt so aus. Und dass man nachher sieht, ob er sich ein bisschen bewegt hat. Ich habe so die utopische Vorstellung, dass der jetzt einfach deckt so drauf. Und jetzt lassen wir es einfach mal sein. So, da sind wir wieder. Er ist gewachsen. He's alive! Wenn wir ihn wieder füttern, wieder 30, 30, 30. Eigentlich nichts Spezielles. Mal bei nachher. So sieht der jetzt aus. Machen wir das Kümmel wieder drumherum. Und wenn der jetzt richtig aufgeht, mache ich entweder heute oder morgen schon damit. Meine Freunde! Er ist super aufgegangen. Also ich würde sagen, er ist wirklich alive. Ich mache mein altbekanntes Rezept. Starter 320 Gramm Wasser. Inhale. Oh nein, 320 Gramm, 150, 320, weil ich das halbe Rezept machen. 160. Zum Glück habe ich das noch genug früh gemerkt. Ich habe auch schon mal vergessen, dass wir ja den Starter eigentlich zuerst im Wasser auflösen sollten. Das mache ich jetzt. Ich habe es aber auch schon mal nicht gemacht und es ist genauso gut rausgekommen. Von dem her. Jetzt geben wir hier drin 242 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl, einfach weil das Eis ist, das ich schon lange mal aufbrauchen muss. Und jetzt fängt das ganze Silo und nachher Stretch and Fold und bla 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 an. Das heisst, der Prozess geht jetzt sicher noch etwa einen halben Tag, bis wir das Brot haben. Von dem her sehen wir uns wahrscheinlich dann im nächsten Video wieder. Tschüssi, ciao, ciao.